Ik vang vandaag een nieuwe serie aan. So, wenn je vandaag hier zijn, nou ik je toeroen de nächste weken ook hier te zijn. We willen ons een pak van Klassen durchgehen. En de heb ik genannt, einfache Menschen, reutem Dein. Ik wil niet met jullie top de ganze pak van Jesus en Jesus zijn aanstelling met zijn Jünger uitlezen. De lengte. Vandaag waar we een aanführung merken. Dat wordt wie zijn, wat braucht dat alles, zum Jesus in Jünger zijn? Sehr viel von uns, wir kommen von einem, einen sehr deutschen Hintergrund. Und wir kamen vielleicht mit dort, wenn wir dort Deutsche mitgearbeitet und mit aufschneiden, dann einzig mal, dann weiß ich nicht ganz genau, wo wir hinpassen. Und ich will mit dieser Serie uns anführen, dass jeder einer von uns kann seinen Platz finden am Himmelreich. Und dort werden wir dann aber auch recht verstehen, dass Jesus bietet sein Himmelreich und der lädt alle Mann an, du mitzumerken, damit wir dort bloß verstehen, dass dort haben mit Jesus zu tun und nicht mit uns. Und das wird das Ziel ist. Ich will mit YouTube das erste lesen, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. 2. Korinther 4, Vers 7. So, Paulus sagt du von sich selbst alle Sorten an 2. Korinther. Und dann du im Vers 7 sagt du, das steht. Wir haben diesen Schutz, aber in irdene Gefäße. Da merkt du klar, dass diese jährliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Ich glaube, ich kann verstehen, was Paulus meint, dass dort wird du erst im Blatt nicht haben. Und du redest davon, dass das Mensch, den hat Gott mal vom Blatt hergestellt und das ist vergänglich. Und dann sagst du aber, dass es eine Ursache warum, und dort sagst du, dass diese jährliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Das erste Ding, was alle Christen machen begreifen oder sollen begreifen, dort handelt es sich nicht um uns, dort handelt es sich um den wir uns geraten haben. Und ich finde, dass wir gehen fertig aus Christus los, wenn wir sehen, nur, wo kann ich Jesus dienen, dann fragen wir uns selbst, und dann checken wir nur uns selbst und dann sagen wir so, no, das, was ich hier sein kann, das ist nicht würdig, Jesus zu dienen. Und dann tragen wir uns träg. Und das ist unsere Natur, wenn wir uns selbst bechecken, dann denken wir so, no, das hilft nicht. Und dann checken wir uns ran, dann glauben wir, alle anderen Menschen, die sind besser zum Jesus dienen als wir. Und das ist schon, dass das passiert. Wir sind Blattklampes, wo der Heilige Geist wohnt. Und das hat dann mit Gott zu tun, wenn wir dienen, und nicht mit uns. Wir finden, dass Jesus wählt nicht die welche Menschen. So, wenn wir denken an Jünger, dann fehlt uns Jesus seine Wohl oder Jesus sein Utlesen zu bechecken. In den ersten steht, finden wir, dass wir nicht die wichtige Menschen. Okay? So, wenn wir uns lesen in Markus Kapitel 3, von Vers 13 bis 15, da finden wir Markus beschriftet, was sehr interessant ist. Dort sagt in Markus 3, 13, so steht. Und Jesus ging an den Boy und raubt sich, die, wo noch bei sich haben will, und die kämen nur an. Wem lässt Jesus sich ut zum Jünger sein? Mess. No, nicht. Dort bloß hier in diesem Vers bleiben. Was sagt er hier in diesem Vers? Der wird heu will. Okay? Ich würde hier nicht sagen, bloß von hier einen roten Kranz machen, aber sagen, dass du genug begriffen hast, dass wegen Jesus dort so will. Okay?
gell? Dort du würdig bist, Jesus in Jünger zu sein, hat nichts mit dir zu tun. Dort hat zu tun, dass Jesus ihn will. Und lass doch mal ein klein bisschen an die antragen. Du bist von Jesus gewollt. Und dort merkt, dort Jünger sein, so bittergewöhnlich. Wenn wir die List von Jesus in den Jünger betrachten, dann sei wir nicht der Wächter oder der Ungesäune. Das sagt ganz klar, Jesus will sich der, was er will. Wir finden dort jetzt ein sehr Jendeil an der Welt, an wo Jesus lebt, wenn wir Johannes Kapitel 7 lesen, besonders durch Vers 48 und 49. Du beschreibst uns dort an der Welt, wo Jesus lebt, 2000 Jahre zurück, dort Judenvolk, der Lehrer vom Judenvolk, die hatten ein sehr Prostitut auf einfache Menschen. Also, da wurden sogar spotten, aber Jesus kann doch nicht ein welcher Lehrer sein, wenn ich mal wer denn seine Lehrlinge sind. Jesus seine Anstellung, wer ist würdig, ein Jünger zu sein, als anders aus der Welt dort von der Welt. Wir müssen unbedingt uns Verstand umswitchen im Sinne von, wir können nicht so checken aus der Welt. Du brauchst nicht dem Präsident sein Kind sein, welcher Mensch sein. Jesus kommt und wählt sich die einfachen Menschen. Und wenn du im Glauben bist von dir, dann hat Jesus die gewählt. Das hat nicht mit dir zu tun, das hat mit Jesus zu tun. Wir wollten dort in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, du sagst dort, Petrus und Johannes sind so eine billige Männer, die nicht verstehen zu lesen. Und die Lehrer vom Volk ist dort amtlich, dort die im Tempelraum gehen und predigen. Also, wenn wir dort vergleichen mit uns von der, dann wo wir sagen, dort, vielleicht lecken sich dort mit. Ich weiß dort Peter hat mal die Entscheidung gemerkt, dass es okay, wenn er sich interessant fühlt, wenn Gott dann will brücken, noch mal bei einer Botschaft bringen, dann will er das wirklich tun. Aber wenn wir nur die Welt erst abchecken, dann wird das durchhängen und Konsul. Du hast nicht mehr Angst zu tun. Jesus wählt Menschen und da haben wir mit Jesus zu tun. Wenn wir dort dann taubfuten, dann wollen wir sagen, dort Jesus, der wählt nicht welche berühmte oder bekannte Menschen. Jesus wählt, wem er will, um Jesus sein Lehrling zu sein. Die Autorität oder dort Wichtigkeit, dort kommt von dem Meister, nicht von dem Lehrling. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26, 29, werden wir uns lesen. Du sagst, das ist das. 1. Korinther, Kapitel 1. Und dann lese ich, du das steht. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26 und wieder. Brüder, denkt du immer nur, wo dort wir aus Gott wählen deut. Du wirst nicht viel Wesen und menschliche Mut, nicht viel so Stärke, nicht viele, die an der Gesellschaft hochstünden. Aber was die Welt aus unseren und sagt, wählt Gott, um die Wesen zu schon zu merken. Gott hat dort Schwache in dieser Welt gewählt, um was stark ist, zu schon zu merken. Und was die Welt verachten hat und für nichts hält, und was nicht wird ist, hat Gott gewählt, um dort zu nichts zu merken, was an der Welt hoch steht. So kann keiner sich für Gott was anbilden. Ich finde, dort Jesus in Jünger sein, als hier klar beschrieben. Das ist eine Ursache, für wo so Jesus einfache Menschen bringt. Und das ist, zum wir uns nicht alle Sorgen anbilden. Und da sind ich dankbar für, wenn man wie du Überraschung das Bild noch checken, dann ist das doch so fair. Dann sind einfache Menschen
nicht starke, nicht weise, nicht hoch angesehen. Die sind alle wertvoll in Jesus seine Augen. Wenn wir dort Einfachheit von diesen Menschen bechecken, dann können wir vielleicht mal sehen, wo besonders die Berufung ist. So, ein zweiten Punkt, würden wir uns dann handschreiben, einfach. Da wird eine einfache Berufung. Wenn wir Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 22 lesen, dann finden wir dort die erste Jünger, dort wir Fäscher. Und ich weiß dort, wir haben mit der Bibelstunde gehört, wir haben uns fertig an das Santiago-Leck hier betrachtet, aus dem Leckenbeck Galiläische Meer. Dann haben wir gesagt, Santiago steht als Kapernaum. In der Matthäus Kapitel 4 Geschichte, die merken uns so deutlich dort, die Menschen, die dort erste gewählt wurden, Jesus seine Jünger zu sein oder Jesus heranzugehen, dort werden so eine Menschen, als wie du wurden, zum Marius sein, wenn die Erde fest irgendwo da holen. Und vielleicht soll die mal haben vorne, die begrüßen, dann will ich vielleicht eine bessere Anstellung kriegen von, wer werden das so machen, was mit Jesus tun. Dann in Matthäus Kapitel 9 haben wir einen Taxkleider. Und dort ist ein Ding, was so schwierig wird, wir uns jemals ansenken, wenn wir haben nicht einen Taxkleider, was für eine fremde Regierung uns Geld aufgeht. Aber auch wir so verhasste Menschen, die meisten Juden haben nicht eine gute Idee von einem Taxkleider. Und Jesus sagte Matthäus, hey, was muss ich herankommen? Und er lässt ihn Stuftje durchlegen. Wo sind die Jungs hier, die verkommen das Geld oder die Blätter? Ich weiß auch nicht gerade, was der Sergio uns hat vertellt, aber allemaal, der Geldgeschichte ist das Ding. Und dann Lukas Kapitel 4, Vers 8, da werden wir uns lesen, du sagst dort, wo Petrus an sich selbst non-checken dort. So Lukas Kapitel 5, du hast die Rutsch gefasst. Und Petrus weiter nicht, wer an du bejehnt hat. Und dann sagt du in Lukas 4, Vers 8, so steht. Und Simon Petrus dort sagt, voll hei abschneuen für Jesus und sagt, Herr, gu weg von mir, ich sie ein sündiger Mensch. Die Anstellung von Jesus in Jünger sein, wo die Bibel uns lehrt, die lehrt uns nicht, dort diese Jünger haben von sich selbst ein frommes Denken. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus seine Jünger wussten dort. Da wären so einfache Menschen. Bloß, was man Menschen nennt. Und dann beweist uns dort, aber immer weiter, dort Jesus seine Jünger, die Stunden taub, dort Jesus Gott ist und dort sei sinnige Menschen sind. Dort lehrt nicht nur Menschen, die durch fehlerlos sind. Ich finde, dort Jesus seine Berufung von Menschen, der ist beteigend von Menschen, wo Petrus seine Anstellung kann haben und sagen, Jesus, du bist heilig und ich bin ein Sünder. Und trotzdem werden die Menschen, wo Jesus hier will brücken. Wir finden Beschreibungen von dort diese Jungs, wir sind wahrscheinlich eindeutig. Wir finden eine so interessante Geschichte in Markus, wo Jesus seine Jünger kommt zu Jesus und sagt, hey, warum mal beten, dass du 4 von Himmel fällt und das Stadt hier mal verbrennt. Wir finden all diese bütterjähnliche Natur, wir finden dort Jesus beschreibt der Amawara, die sind so schändlich langsam anders zu begreifen. Wir finden dort haben so Angst, auf uns zu stehen, die wir noch am Schab, mit Jesus taub, der Sturm kommt und die schreien, wie versuchen wir alle. Wir finden diese Menschen 100% so eine Menschen, als was wir hier sind. Wir keinen Unterschied. Wir sind einfach Menschen.
Philippa Kapitel 1, Vers 6, waar we ons lesen. Philippa 1, Vers 6. Die merkt ons zo duidelijk dat heeft met Anfang en dat heeft met Jezus te doen. So dat zegt in Philippa kapitel 1 vers 6 staat. Ik heb door een gouden hoopning dat die dat gouden werk en junt aangevangen heeft, die wordt dat ook voordelig maken, wat aan Jezus Christus zijn dag. Dat einfache en dat zinlige van de Jünger wordt beschreven als een reis. Dat heeft mal aangevangen en dat heeft een ziel. Dat heeft van de oing, zoals Petrus dat Jods beschrijft, als zender, vangt dat aan. En dat ziel is wanneer Jezus terugkomt, volkomen te worden. Dat zal ons troosten, maar ook nu schuiven. Troosten im Sinn von, krijgt du een zo einfacher, zindeliger Mensch, haben Anfang. En dan zullen ons dat troosten dat hebben met Jezus in de kracht van Heiligen Geest te doen. Dat wij worden erwassen en volkomen worden. Krijg zoals Jezus dat wil hebben. Dan zul je ons een les merken van 3 dingen wat we willen begrijpen. So, de meeste van ons hier, we zijn bekeerd. Sehr veel van jullie haben nog niet als we mal bloß klickste plump als je gesagt, du bist ein Sender und komm beten mit mir, taub, dass Gott die mag annehmen. Wir sind ein bisschen tricktragend und das ist okay. Wir finden aber, dass du es ein sehr interessantes Ding, was mit Jesus seine Jünger passiert. Wir haben dort, was wir nennen, auf Spanisch, eine Formation. Und da weiß ich bis wörtlich nicht, was das soll applaudisch sein, aber nennt dort eine Reitmerkungszeit. Wir fangen in Markus Kapitel 3, Vers 14, da werden wir hinblättern. Wir haben da in der selbe Geschichte, wo wir Juts werden, da werden wir uns nur noch ein Vers mehr dazu lesen. Markus 3, Vers 14. Da sagt es jetzt. Und von daher stellt er 12 an seine Apostel zusammen, dass die bei ihm sein sollen und dass heute auschecken können, zu predigen. Die Vers 14 merkt uns gleich die Reihenfolge von, wo man Jesus in Jünger ist, nur klar. Viele von uns, wir sind vielleicht nie im Glauben, andere nicht ganz so nie. Aber ich finde, dass diese Geschichte von Jesus wählt sich diese Jungs sehr interessant. Das erste Ding, was das Vers 12 uns sagt, ist, wo will Jesus mit diesen Jungs? Die will, dass die wo werden. Mit Jesus taub. Okay, so nun mal wir uns hier so handschreiben. Erste Ding ist, Jesus Zahn. Okay? Wenn du angesehen hast, dass du ein Sender bist und verloren bist, und du hast genug zu holen gekriegt, das erste Ding, was dir fehlt, als Jesus in Jünger ist, Gemeinschaft mit dem Meister. Das ist wichtig. Das ist wichtiger, als was wir so fern begreifen. Ja, die fehlen Freunde zum Lachen und Partys treiben, aber die fehlen das ganz Neidigste, als wer mit die tut, was Jesus anlehrt. Uns, welche Menschen, fehlt das erste, das Vorbild zu begreifen. Wo wollen wir ein guter Jünger sein, wenn wir nicht wissen, wen wir hängen? Uns fehlt das zu begreifen, dass ja Sender, ja Gerater genug, ja, ich will nicht mein Vorbild anlernen. Und glaub mir, der Jünger, der hat eine Schule.
intensiv. Und dann haben die bei uns sich schädlich angeschmiert, und dann kommt nur Jesus und dann sagt, dort halb rennen, weil wir waren bei sie gestern getrieben. Und dann sagt Jesus, hey, tranquilo, komm mit, ich will nicht halb. Wenn du Jesus in Jünger bist, dann merkt die dort erste Sache, dass du hast Gemeinschaft zum Jesus kennenlernen. Zweitens, ich finde dort, diese Jungs, die haben eine Bildung oder eine Formation mit Jesus, wo wir ein klein bisschen von reden wollen. Dort sagt du, ich lese im Vers einmal, Markus 3,14 sagt, und von der Stelle heute 12 an seine Apostel zu sein, dass er bei ihm sein soll und dort heute utchecken können, zu predigen. Okay, so, dass Jesus kennenlernen, dort wir sein und horchen und, oh wow, wer ist Jesus? Dann fing es der Zweite, dort der hat eine Botschaft, was mit Jesus kennenlernen mit Bitcoin. Wir haben nicht so viel Botschaften klar im Neuen Testament von Jesus seine Jünger. Bücher, die wir in der Apostelgeschichte finden, so direkt gepredigt. Wir wollten dort, aber wenn wir das Neue Testament lesen, dort die Botschaft, dort wir nicht, dort die Jünger sich erst was denken, dort wir Jesus haben gepredigt, wir haben gehorcht, nu go wir diese Botschaft wiederbringen. Also dann fing ich dort diese einfachen Menschen, erstens, die wollen mit Jesus top sein, alles wird ging. Und das ging schön. Und wenn dort mal Bibel lesen, das kleine Kinder an ein Stallchen, dort mal fair wird, in Johannes Kapitel 3, willst Nikodemus du handjump. Petrus backt du Quesadillas oder was immer. Und die Jünger sagen, spür die mal, wenn uns hungert. Wer weiß auch, Jakobus hat den Molcajete, du merkst du Salsa. Und dann klappt du erst an dir, und dann ist du Nikodemus. Und dann sagen die alle so, das wäre ja ein Mensch hier bei uns. Und als Jesus anfängt zu reden, dann sagen die alle still. Wir wollen weiten, was Jesus zu sagen hat. Und da fehlt uns so nötig. Uns fehlt Jesus kennenzulernen. Uns fehlt Jesus seine Botschaft zu weiten. Und dann dreht sagt uns dort im Vers 14, Jesus will die Schatten predigen. Okay? Jesus seine Jünger sind nicht bloß Jesus seine Jünger. Dort sind Jesus seine Prediger. Du hast eine Verantwortung. Und du hast nichts zu tun mit, von welchen Hintergrund du kommst. Du hast mit Jesus zu tun. Jesus hat die Gnade geschenkt und das so viel wird. Dann wollen wir nun unseren Meister kennenlernen. Wir wollen uns dessen Meister seine Botschaft kennenlernen. Und dann wollen wir sagen, okay, Jesus, hier, schau mir mal. Ich will gehen. Das ist ein Beispiel, wo wir fangen. Dann weiten wir aber, dass Gott ist nicht abhängig von Menschen, ihre Kraft oder auf Spanisch sei wie Habilidad. Das hat zu tun mit Gehorsam. Also, am Punkt Nummer 4. Dort du Jesus in Jünger bist, dort hat nicht zu tun mit wahrscheinlich so Gott, die alle solchen Dinge tun kannst. Da mal an den Verstand auflassen, dort du glaubst einmal dort, wenn er dir nur was fragt, dann musst du dich selbst erstmal fragen, wo Geld kann ich dort? Und ich will dir wissen, wo das herkommt. 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12. Du fängst wie Paulus sein
Paulus wil mens en die letten er nur ons. En hij had ook schwierigheden. En dan in kapitel 12, vers 9, vertelt Paulus ons wat God zijn antwoord is op onze zwakheid. Dat zegt dus dit. Aber zijn antwoord weer, mijn genade is genoeg voor die, wils mijn kracht is een zwakke mensen sterk. Door wien red ik om luisteren van mijn zwakheid, door Christus zijn kracht in mij te zijn is. Door wien zie ik moedig, wanneer ik voor Christus zwak zie, mishandeld word en nood zie, vervolging en angst sterk merk, wils wanneer ik zwak zie, dan zie ik sterk. We moeten ganz unbedingt onze oorten wees van ons dienst voor Jezus am anderen. Du warst zweimal den Mutstock mit deiner ene Kraft voll kriegen, aber du warst sein, ich sie brauchbar am Himmelreich. Wir fängen nicht ein so Mensch in der Bibel. Der Einzige, was wir in der Bibel finden, ist Menschen, die dort tauschen, dort ich in meine Macht, in meine Begebenheit, der regt nur nicht an. Aber wenn Gott sagt, komm, dann gehe ich. Du hast nicht mehr die zu tun. Auch nicht mehr, wo Gott die Dinge tun kannst. Du hast zu tun mit der Anstellung, wo du sagst, oh, du wirst mich brauchen. Hier, sauer. Ich will jeder nicht richtig verstehen, wenn du nicht singen kannst und sich dort nun hineingeschreckt hier, wenn du singst, und dann ist ja die Frage, was singen, dann sagst du, no, ich will aber predigen. Das ist cool. Aber ich weiß nicht, wie weit von was das hier redet. Du hast all so viel eine Gelegenheit gehabt, im Himmelreich zu sein, und du hast nie gesagt. Nicht, wenn Gott das nicht kann, wenn du glaubst, du kannst das nicht. Und das ist arg. Gott will die brauchen mit Schwachheit ab. Wenn so viel schwacher du bist, so viel schmacker ist dort zu sein, was der himmlische Vater mit dir tun kann. An Punkt Nummer 5 haben wir die Verwandlung. Die Verwandlung von Jesus seine Jünger ist ein so schmackes Bild zu bechecken. Aber an Punkt Nummer 5, die Verwandlung. Jesus seine Jünger fangen an als Fischer und Taxkleider. Aber wir fingen dort, die werden verändert. Wir fingen dort Petrus, wo Jesus 3-mal verlog, in betterlich roeren ging, wenn so Leute aus der Zeit. Und ich weiß nicht, die feilt seine Schwachheit. Weil sie hell jetzt raufkommen, und Jesus den erst 3-mal gefragt hat, läufst du mir, dann gehen werden meine Schub. Dann lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 14, dort ist so ein einfacher Fischer. Der geht noch fern im Tempel. Und der predigt. So ist noch nicht fertig, als wir gepredigt haben. Wir fangen in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 6, dort der Apostel ihre Arbeit, was beschrieben ist. Diese beiden Männer haben die ganze Welt verändert. Wir fangen, dort hat alles zu tun, mit einem Gehorsam zu Jesus in letztes Gebot. Das Gebot, was du sagst, Matthäus 28, ich kann hier mit mir top durchdrehen, Matthäus, Kapitel 28, Vers 18, 19 und 20, wo du zu Sitz sagst. Und Jesus sagte an, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Dann geht nu nur die Völker von der Welt und merkt an die Lehrlinge und deupt an den Namen von dem Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Jesus. Lehrt an, alles zu tun, was ich euch befohlen habe, und verlut euch darauf, ich sie immer bei bei dem Ende von der Welt. Diese sehr einfache Männer, die haben ein Gebot gekriegt.
Die hadden von Jesus die Anordnung gekregen, und was du sagst, nu gut. Und wir fingen schon an. Und stell dir vor, was haben wir hier? 24 Männer? So, Ludjen bloß an der Halbmänner an einer Seite, der Halbmänner an der anderen Seite. Wie viel von Ihnen, wenn ihr einen Raum checken, sind Prediger? Okay? Vielleicht auch mit einem Amakel gefällt, aber Ludjen du musst. Jesus sagte, dass 12 Jungs so am Bauch. Kriegt je Fascher, Tagsklagers, das sind so einfache Menschen, die einen Klappenfehler gemerkt haben. Und dann checkt er das an und sagt, kriegt je. Nu gut mal. Det fällt ja von mir vertrauen. Du hast schon uitgelopen. Du meint allemal als berauben, Jesus sein Jünger zu sein. Wir haben nicht eine Wohl an dem Sinn von Raumchecken und sein, der später berufen, der auch. Jesus will die brauchen. Und das hat nichts zu tun mit dir. Das hat zu tun mit checken, wo der Heilige Jesus die verwandelt an Jesus in Jünger. Dann wird wieder taubfuhren, dort erstens, Gott beraubt ganz einfache Menschen. Was ist ein einfacher Mensch? Okay? Da meint so viel. Jesus seine Beraubung als an die. Ich weiß, da fällt sich vielleicht mehr fragen, aber das ist so. Zweitens. Das hat nichts zu tun mit wichtig oder nicht wichtig. Das hat zu tun mit, dass die Kosten tauschen. Dass Jesus ist heilig, allmächtig und Gott selbst. Und die besten Sünder. Aber das ist okay. Dann fing wieder dreht. Wenn wir da angesehen haben, dann fehlt uns zu wissen. Uns fehlt Jesus selbst kennenzulernen, da wieder Radungswerk besser verstehen und anfühlen können. Und ich weiß, genug verstehen, und dass der Himmel bloß wörtlich ein Geschenk ist, als Schwur mitzukriegen. Aber Gott kann uns das offenbaren. Wen fehlt uns Jesus kennenzulernen, wenn der ist, der wir uns geraten haben. Zweitens, uns fehlt die Botschaft kennenzulernen, wo wirst du erst sein, die fehlt Jesus, wenn du selbst noch nicht weißt, was man zu sagen. Lehr Jesus in der Apostelarbeit so gut kennen, dass du weißt, was du bist. Und dann noch drittens, lass uns steigen am Golden sein. Du hast so wenig Mal einen Tag, wo du nicht die Gelegenheit hast, zuerst ihm zu sein, die fehlt der Radung. Und das braucht ein Teil Mut, das zu tun. Du hast das mit Gehorsam so viel mehr zu tun, als mit wo Gott die Dinge tun kannst. Ich weiß nicht, wenn ich erst von jungen Frauen sage, bist du gut zu bringen zum Evangelium wieder hier, und dann was ich sage, nee. Und du willst vielleicht die Wahrheit sagen. Du hast dort nicht die Frau. Wenn du weißt ja, die Frau ist beste Willens, die auf den Heiligen Geist zu verlassen und gehen tun, was Jesus die berauben hat zu tun. Und bist du bereit, zu checken, wo der Heilige Geist die Verwandlung kommt. Ich will hier nu noch eine kleine Geschichte erzählen. Und ich sehe so Prost zu bringen, um die asiatische Nummers aussprechen. So wenn das so artig sein, jeder nur in Google sehen, dann weiß ich mal nicht mehr Sachen geschrieben, wo man das geschrieben. Aber das Monde heute einmal Sundar Singh, Natabengel in Indien. India, je weet dat start in Asien. En dat is jong, die wat geboren in 1889.
so der ist 200 Jahre eher als ich geboren. Und der war in einem Muslim-Land ab, oder Mehrheit Muslim. Und die Muslims haben einen sehr interessanten Glauben dort, die glauben, durch ein heilige Mann. Und die wurden gewöhnlich fing mit rot-gelben Kleider an und einen Bonraum gewickelt. Und dann haben die das alle Sorten interessante Ideen von, wo kann ich mich selbst einmal verbessern, weil ich so viel Lebens gelebt habe, dass ich nicht mehr brauche, ich habe ihr Leben. Das Bengel, der war in einem sehr, sehr religiösen Heim ab und der wurde von seiner Mama deut geprägt, dort der wird dessen Glauben nugen. Über dem jaftet du eine Schule von Missionaren. Und diese Missionaren, die haben so eine besondere Schule und die haben Missionen. Das kleine Bengel wird in der Schule angeschrieben, während die Muslims, die Buddhistas, ich kann die auch recht gut gebrauchen. Die Buddhistas haben nicht Schwierigkeiten mit allen Religionen, sind so halb fan. So die Älteren entschließen sich, das ein Jungen durch eine Schule zu schicken. Und dort schaffen die lehrt alle Dinge und dann über dem starb seine Mama. Dann wurde rebellisch den christlichen Glauben gegenüber und die fangen an, die Missionare mit Steinen und Stecker zu verklittern und alle Sorten Dinge zu verbrennen. Und ein Tag so uwes hat die erst für Neue Testament geschrieben, die merken viel und verbrennt das Neue Testament, Sied für Sied. Heißt Dal über Gott. Weil sie 15 Jahre alt ist, hat eine Begegnung mit Jesus und er bekehrt sich. Denn seine Bekehrung ist nicht so deep wie die Buddhistas oder die ganze Welt in Indien läuft dort du hast keine so eine Wort aus Radung der genug. Und diese Botschaft ist dann so sehr jeno. Wenn wir kann der allmächtige Gott Mensch werden, ab ihr gehen und sterben für uns sämtliche Menschen. Das 15 will sie sich bekehrt, und weil sie 16 ist, dann wird an dort die Mission, wird in Indien getan wird, der schafft nicht. Wenn die Missionaren wollen, alle haben sie auch Englisch lernen, englische Leute singen, sich wachsen in einen Cowboy-Hut antragen, dann sind das Christen. Und dann so sagen an. Dort die Missionaren wollen die Menschen von Büten verwandeln, und nicht so sehr ab dort Glaubensport angehen. Die bet und die kämpft durch mit der ganzen Time und die wird sich eigentlich wird so ein heiliger Mensch werden. Und manche, die jetzt nun stur und kämpft sich so Kleider aus alle heiligen Menschen haben und du wirst ja nicht mal entscheiden können von einem Buddhisten, Lehrer und Desmond. Die merkt sich selbst und versprechen, dass er wird gehen und er wird die ganze Welt, was er kennt, das Evangelium predigen, einfach und klar. Das Mann, der beginnt so eine große Verfolgung, wenn das ist ein schlechter Mensch. Mehrmals haben sie den für tot erklärt und Gott hat ihnen einmal weiter das Leben geschenkt. Denn seine Geschichte ist ein Beweis von, dort fehlt gar einen Prediger. Dort fehlt gar einen Missionar. Dort fehlt nicht einen großen Lehrer. Dort fehlt bloß mal Menschen, die dort ansehen können, dass Gott die Brücken will. Gott will die Krieg hier am Pottes Brücken. Gott will die mit all deinen Fehlern stoppen. Brücken. Gott will die verwandeln. Durch die Kraft von bloß Jesus Jaff. Und ich will mit dir sagen, dass das Regen uns einzieht und ein Stich steht ist, weil wir gehorsam sind und gut. So, vielleicht soll ich von dir Taubpfoten sagen, wir haben gelehrt, dass wenn erst ja die Frage oder die erst eine Gelegenheit hast, den Glauben zu bringen zum Dein, dann Frau nicht der Frau kann ich dort. Dann Frau der Frau, sie ich wahrlich dort. Wenn Jesus seine Jünger, der einzige Ding,
wat vi fing, wat du gefragt wordt als, hey, was mir må hänga rankom. Also, de vrouw is van jou june. Was du wellens, tauterstone, dat die dat so neidig an Jesus fehlt, aber dass du trotzdem willig bist zu gehen, wenn Jesus roten det. Du sind Dinge, was du fehlen zu tun. Und ich kenne das. Hat bloß meine Einstellung zu tun. Weil wir doch beten. Vater im Himmel, Dankeschön, dass du das so gemerkt hast, dass einfache, sinnliche Menschen zu brücken sind, um in den Himmel rein. Für Jafans, für Überraschungen. Für Jafans, für so einkappig sein und uns zu groß tun, um uns unter deine Macht einmütigen. Wir beten, dass du uns was den Willen geben. Dass wenn wir eine Gelegenheit haben, den Himmel recht zu tun, dass wir dann werden sein, ich sie willig. Dass deine Kraft, dein Heiliger Geist uns kann verwandeln an der Arbeit, was dir nötig fehlt. So dass in unserer Schwachheit deine Allmacht möchte sein und dass wir verwandelt werden in Amadallah die Legnen. Wir beten, dass dein Will, was hier in unserer Kirche Wirklichkeit wird, indem wir gehorsam sind. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.